jeder muss das machen in seinem Leben, zu dem er richtig gefreut hat, denn man lebt nur einmal. Unser Motto war eigentlich immer, wir wollen es am Hof so haben für unsere Familien, wie es wir gern hätten, wenn wir mit unseren 3 Kindern auf Urlaub fahren. Da beschäftigen sich die Menschen mit Nachhaltigkeit, mit Kreislaufwirtschaft, mit Biolandwirtschaft und wir als Mini-Ponyhof, als kleiner Urlaubsbauernhof, wollen unseren Beitrag dazu leisten. Für uns bedeutet die Nachhaltigkeit, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Wir müssen nicht jetzt 2. Jahr einen neuen Traktor kaufen. Wir schauen, dass wir unsere alten Gebäude herrichten und nutzen können. Wir reparieren ganz viel. Also wir schmeißen die Go-Karts nicht nach 5 Jahren weg, das sind jetzt 15 Jahre. Also wir schauen auch ein bisschen auf unsere Insekten und auf unsere Imker, mit denen arbeiten wir gut zusammen. Und das ist ja dann auch irgendwie ein großes Miteinander. Also wenn es alle gut geht und auch der Natur gut geht, dann geht es uns auch gut. Ich bin zu Hause der Hausmeister, meine Frau managt den ganzen Betrieb. Sie managt nicht nur den Betrieb mit Gästen, mit Tieren, sondern vor allem unsere Familie, unsere gemeinsamen 3 Kinder. Und sie macht es so hervorragend und unser Ranch läuft wirtschaftlich auch sehr gut. Das muss man offen sagen. Und dann hat es eine Ausschreibung gegeben, es wird die bäuerliche Unternehmerin des Jahres gesucht. Da war ich so frech und habe es einmal so anonym angemeldet und tatsächlich ist sie das dann geworden. Für uns ist es wichtig, dass wir die Gäste mit einbinden bei der Bauernhofarbeit. Wir wollen nicht irgendwie als Schauspieler drüber kommen, sondern einfach die Arbeit, die wir wirklich täglich haben, machen wir gemeinsam mit unseren Gästen. Und man kriegt halt so viel Feedback. Also sie gefällt so gut, sie sind ganz überrascht, wie das da ist und es ist alles so grün und man kriegt ganz viele positive Gedanken und Erzählungen und Geschichten und wir brauchen selber eigentlich nicht viel wohin fahren, weil die Leute erzählen uns wo es schon überall waren und wo es wie ist und wo sie herkommen und so. Es ist schön, wenn du von Menschen umgeben bist, die diese gemeinsame Idee des Biobauernhofs versuchen weiterzuentwickeln. Das ist wirklich, wenn du Menschen da hast, die sagen, hey, das ist cool, was du da machst, das ist ja, ihr macht so richtig eine coole Geschichte da, das ist ja ehrlich, ihr schaut auf die Natur, das ist echt was ein Standardlandwirt leider nicht hat. Und vielleicht ist das ein Erfolgsrezept, man muss immer auf sich selber denken, wie hätte ich es gern.